Der Tisch ist abgeschlossen. Ich bräuchte etwas, um das Schloss zu knacken. Das Schloss zu knacken, vielleicht mit dem Nagel? Nicht gerade der richtige Ort für einen Nagel. Ja, wie knackt man das Schloss? Nichts als Wasser, wohin man auch schaut. Wenn ich nur wüsste, wo wir sind. Draußen sehe ich den Bug des Schiffes. Ja, ich dachte sagen, wir hängen schon wieder. Was haben wir da draußen? Nichts als Wasser, wohin man auch schaut. Wenn ich nur wüsste, wo wir sind. Gut, der Kran geht noch nicht. Einen Schraubenzieher haben wir mittlerweile auch nicht mehr. Okay, da ist der Maschinenblocker. Da haben wir jetzt nichts mehr machen, oder? Ich frage mich, was so ein Maschinenteil auf einem Segelschiff zu suchen hat. Da war zu und da war auch zu, Moni. Die Tür ist verschlossen. Die Tür ist verschlossen. Okay. Haben wir denn irgendwas? Nee. Ja, wir werden erst einmal wieder speichern. Und zwar... Wo? Da rum hat? Ja, jetzt haben wir... Ich glaube, wir müssen unten irgendwas machen, oder? Irgendwas in der Schiffsmesse. Da haben wir irgendwas übersehen. Okay, jetzt sind wir wieder da unten. Irgendwas haben wir übersehen. Oder wir haben irgendwas nicht kombiniert oder ausprobiert oder... Können wir denn mit der Kette da was machen? Im Schraubstock? Die Kette könnte mir an anderer Stelle noch hilfreich sein. Oder vielleicht ein Nagel? Wenn ich den Nagel verbiegen will, wäre es einfacher, den Schraubstock hier zu verwenden. Verbiegen? Ich habe den Nagel verbogen. Jetzt habe ich einen Haken. Ach, wir haben einen... Ach. Na, das hätte doch gut auf. Petri Heil. Petri Heil. Und jetzt können wir... Jetzt gehen wir nämlich gleich wieder zurück. Heute. Und zwar ins... in die Kajüte. Vom Kapitän. So, und die war wo? Da hinten. Jetzt können wir nämlich, ich hoffe es einmal, das Ding aus der Fischen. Ich habe es geschafft, den Bohrer mit der Angel durch den Schacht zu fischen. Können wir denn da jetzt durchkriegen? Nicht. Warum nicht? Jetzt haben wir auf jeden Fall einen Schädelbohrer.
Ein Schädelbohrer. Wie unheimlich. Tja, und was machen wir mit dem? Da sollte ich nicht bohren. Vielleicht Leder? Da sollte ich nicht bohren. Können wir den Alkohol hier dem Typen geben? Und? Hast du schon was gefunden? Ich habe Desinfektionsmittel gefunden. Sehr gut. Und jetzt muss die Wunde verbunden werden. Ja, verbinden können wir, glaube ich, nicht. Vielleicht mit Leder. So hilft mir das Leder Nee. nicht weiter. Hätte ja sein können. Wie schaut es denn mit Wasser aus? Das frische Wasser sollte ich lieber nicht verschwenden. Ja. Okay, jetzt haben wir einen Schädelbohrer. Und was bohren wir damit? Können wir den... Da sollte ich nicht bohren. Oder vielleicht das Schloss? Ich habe das Schloss aufgebohrt. Das jetzt doch. Sehr gut auch. Denn jetzt sind wir beim Arzt in der Kabine, oder? Okay, jetzt schauen wir mal. Ein anatomisch korrektes Abbild eines Skeletts. Diese Zierlampe ist viel zu unhandlich. Außerdem ist es ja bereits hell im Schiff. Was haben wir da drin? Ledergürtel. Aus Leder kann man viele Dinge herstellen. Und da haben wir ein Buch. Eine Passage aus Moby Dick. Viele Stunden lag ich wach und fühlte mich übel. Sogar schlechter noch als während der schlimmen Geschehnisse, die mich später ereilen sollten. Schließlich fiel ich wohl in einen unruhigen Schlaf, einen Albtraum. Als ich daraus erwachte, noch halb im Traume, öffnete ich meine Augen und der vormals sonnendurchflutete Raum war von gänzlicher Dunkelheit ergriffen. Da haben wir nichts. Da oben ist der Luftschacht. Schrank ist leer. Der Spiegel ist zersprungen, aber noch hält das Glas zusammen. Okay, was haben wir da in der Tasche? Ist irgendwas? Davon kann ich sicher etwas gebrauchen. Achso, wir nehmen die ganze Taschen gleich mit. Ja. Bilder von menschlichen Organen. In diese alte Emailleschüssel tropft ab und zu Wasser. Lex könnte sich hier reinlegen, aber der Sturkopf sitzt lieber. Der Bettwärmer sieht wie ein kleiner Ofen aus. Der Bettwärmer. Eine Bibel. Sie ist aufgeschlagen und eine Stelle angestrichen. Wähnet nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Okay, dann schauen wir uns einmal auf dem Tisch um. Verehrter Dr. Juarez, nochmals möchte ich mich für Ihre Hilfe bedanken. Boy geht es schon besser. Natürlich hoffe ich, dass es nicht zu weiteren Zwischenfällen kommt. Und Volkert hat hoffentlich seine Lektion gelernt. Aber sicherheitshalber habe ich unseren Morphiumvorrat in dem Raum neben der Messe eingelagert, damit wir im Ernstfall schnellen Zugriff darauf haben. Captain Marquez. Ein Morphiumvorrat neben der Messe. Vielleicht sollte man da mal reinschauen. Sie ist beschriftet. Äther von Kindern fernhalten. Die Flasche ist offen.
Das Gas hat sich längst verflüchtigt. Und da haben wir blutige Verbandsüberreste. Zahlreiche alte, verkrustete Verbände liegen herum. Hat dieser Doktor versucht, den Menschen zu helfen oder ihnen zu schaden? Das brauchen wir, glaube ich, allerdings nicht. Wir brauchen einen sauberen Verband. Da sind vermoderte Laken und Kittel drin. Ein medizinisches Tagebuch. Die letzten Einträge berichten von einem Matrosen, der die Hand gequetscht hatte. Außerdem wird ein Subjekt A erwähnt. Subjekt A springt auf die Behandlung nicht an. Ich werde trotzdem die Dosis erhöhen. So, wir haben aber Verband. Vielleicht ist da in der Tasche was drin. Okay, sonst sehe ich nichts mehr, was brauchbar ist. Bilder von menschlichen Organen. Ach so. Ja, dann gehen wir mal zurück zum Lex und schauen, dass wir jetzt den verbinden können. Vielleicht kann uns der dann endlich weiterhelfen. Lex? Lex! Was machst du da hinten? Solltest du nicht besser liegen? Mir ist das hier alles nicht geheuer. Also wollte ich das Logbuch lesen. Doch ich war nicht besonders erfolgreich. Was meinst du damit? Ich glaube, der letzte Eintrag war vor ein paar Wochen. Aber ich bin nicht sicher, denn das Deckblatt mit der Jahreszahl fehlt. Und außerdem verschwimmt alles vor meinen Augen. Als würde sich das Buch weigern, von mir gelesen zu werden. Jetzt hör aber auf. Dein Verstand spielt dir Streiche. Der hintere Teil ist zudem in Portugiesisch geschrieben. Aber ich sehe kaum noch was und in meinem Kopf hämmert es wie die Hölle. Ich denke, ich brauche ein Schmerzmittel. Und dann kann ich uns helfen und versuchen, den hinteren Teil zu lesen. Aber... Und? Hast du schon was gefunden? Na, jetzt meckert doch nicht immer. Nein, noch nicht. Bitte, du musst die Sachen finden. Mir ist schon ganz schwindelig. Jetzt hat er doch eine Flasche Alkohol gekriegt. Wie schaut's denn aus mit Verbinden? Ich sollte erst mal nachschauen, was in der Tasche überhaupt drin ist. Ach so, gute Idee. Da ist ein Verband, eine Nadel und ein dünner Faden in der Tasche. Ja, das hört sich doch gut an. Und? Hast du schon was gefunden? Ja, wir haben einen Verband. Ich habe auch noch einen Verband gefunden. Na bitte. Damit kann ich die Verletzung richtig behandeln. Ich muss mich eine Weile ausruhen. Ich fühle mich nicht gut. Ziemlich schwach. Vielleicht war es ein Fehler von uns, hier an Bord zu gehen. Wovon sprichst du? Ich habe ein ganz ungutes Gefühl auf diesem Schiff. Als würde es uns nicht hier haben wollen. Warte. Ich habe noch etwas für dich. Das ist meine Tasche. Woher? Du hast sie gestohlen? Sie ist mir in die Hand gefallen, als wir im Wasser waren. Es tut mir leid. Ja, wie antwortet man denn? Eher positiv oder eher negativ? Nehmen wir das so. Ach, das ist nicht so schlimm. Danke, dass du sie mir zurückgibst. Wir sind ja gnädig, ihm geht eh schlecht. So, wir haben unsere Taschen gekriegt. Ist da irgendwas drin? Es ist nicht viel, aber immerhin habe ich einen Teil meiner Habseligkeiten wieder. Da haben wir Bild im spiegelnden Rahmen, Notizen und eine Schere. Da sind einige Notizen von mir drin, die ich in einen Zeitungsartikel einarbeiten wollte. Was haben wir? Das ist das einzige Bild meiner richtigen Eltern, das ich besitze. Unglaublich, wie sehr der Bilderrahmen spiegelt. Ach so, okay. Ja, jetzt müssen wir mit den Dinger irgendwas zusammenbasteln. Pfefferkörner. Pfefferkörner, die aus einer der Kisten herausgefallen sind. Können wir die vielleicht brauchen? Vielleicht im Bett wären wir drin.
Das ist nicht der Zweck eines Bettwärmers. Okay, wir schauen nochmal da aussehen. So, es hat geheißen, neben der Messe gibt es irgendwie Morphium oder so. Ist da ein Zimmer oder?